Dass die Kommunistische Partei Chinas anstrebt, jegliche Erinnerungen und Überbleibsel der uigurischen Kultur in Ostturkestan endgültig auszulöschen, ist in der Weltöffentlichkeit längst kein Geheimnis mehr. Die Turkestan Times berichtete von einer umstrittenen Namensänderung der Oberschule in Kashgar im ehemaligen Ostturkestan. Diese soll künftig, angepasst an die alles verschlingende chinesische Assimilationspolitik, als eine Einrichtung der Shanghai-Universität bezeichnet werden. Nicht nur die nationale Identität und zahlreiche Kulturgüter verschwinden in Ostturkestan, systematisch werden autochthone Schul-, Straßen- und Ortsnamen nach Belieben des Besatzers geändert. Eine von türkischen Nationalisten organisierte Fotoausstellung in Aksaray soll die Besucher schonungslos über die gegenwärtige Tyrannei in Ostturkestan aufklären. Während die Interessierten zahlreiche Fotostrecken bewundern, erklingt im Hintergrund der berühmte uigurische Musiker Abdurrahim Hayit, dessen Internierung in ein Umerziehungslager zahlreiche Proteste auslöste. Die Präsidentin Taiwans, Tsai Ing-wen, kritisiert eingehend die militärischen Aktivitäten Chinas auf dem Inselstaat. Wen beschuldigt China, einen Herrschaftsanspruch auf Taiwan zu stellen. Dieser Eindruck verdeutliche sich, wenn man die vermehrten Aktivitäten der chinesischen Volksarmee in dem Gebiet beobachte. Der taiwanesische Sender CNA zeigte die Präsidentin, die auf einer Indo-Pazifischen Sicherheitskonferenz auch von Einsätzen chinesischer Bomber nahe des taiwanesischen Luftraums sprach, die allerdings dem Inselstaat keineswegs Furcht bereiten würden. Im Gegenteil, China stachle damit lediglich den Widerstand Taiwans an. Amerikanische F-35 Mehrzweck-Kampfflugzeuge der US-Luftwaffe landeten erstmalig in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Zuvor war Israel als das erste Land der Region bekannt, welches den F-35 benutzte. Zu dem heftigen Brand in der Notre Dame verkündete Frankreichs Präsident Macron, dass man beabsichtige, die Kathedrale innerhalb von 5 Jahren schöner zu gestalten, um den Wiederaufbau in diesem Zeitraum zu beenden. Seit gestern wurden etwa 700 Millionen Euro für die Kathedrale gespendet. Untersuchungen deuten derzeit eher auf einen Unfall als eine absichtliche Brandstiftung hin.